Bock, 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 bock. Hoppala. Ihr Lebenscoach. Wie mir meine Arbeit viel Freude bereitet. Wer bist du? Man glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Nein, das war kein Drache, das war überdimensionierte Kakerlaken da oben. Gut. So, dann mal was. Christi, zurück in Skyrim. Jo, wir sind in Flusswald angekommen, wie ihr siehst. Und... Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Na wirklich? Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Das hast du ihm immer wieder erklärt. Ja, vielleicht setzt einen Vertrag auf. Mei, das ist ein Trottel. Wer bist du? Man glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Nein, das war kein Drache, das war überdimensionierte Kakerlaken da oben. Gut. Wir müssen zu... Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Nö, das täuscht. Das täuscht, mein Guter. Aber warte mal, haben wir da nicht an... Einen Kohl, wir werden bald wieder mal Skyrim-Kotze kochen. So. Warte mal. Wurscht. Wir werden da jetzt mal einmarschieren. So, kurzen Augenblick. Ich weiß, aber ich bin im Prinzip ein relativ großer Freund dieser Musik. So. Mal schauen, was Neues gibt im Staat der Himmelsrand. Sigrid, Uah. wir haben Besuch. Ja, begrüße. Uah. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardwar ist auch mein Freund. Ich helfe Dankeschön. gerne, so gut ich kann. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Warum immer ich? Du Schweinshaxe. Mein Gott. Braucht man Käse? Das können wir brauchen. So, Eisenbahn. Wenn Zurück. sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, das ist einmal die allerwichtigste Frage. Habt ihr Vorräte, die ich nehmen könnte? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Im angemessenen Rahmen? Na, da braucht man eigentlich nichts mehr. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben.
Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Dass sowas gibt. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ja, was lange währt, wird unehrlich. Welche Seite des Krieges wird er unterstützen? Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Ihr unterstützt also das Kaiserreich? Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Ich war eher Schirchwetterfeind, ja. So ist es. Wer ist Elisif? Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Darf ich eure Schmiede benutzen? Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Was kannst du mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Was denkt ihr über den Krieg? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Was denkt... Also, ja, wir sind eigentlich fertig, oder? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmoor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Warum dürfen die Talmer die Anbeter von Talos verhaften? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmoor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Du wiederholst die... Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Habt ihr wirklich einen Drachen Nein. gesehen? Wie hat er Ulfric wird ausgesehen? allerhand Hatte er auf dem große Gewissen Zähne? haben. Na, sowieso. Nun, ich sollte mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja, natürlich. Aber Brabbeln... lasst euch von mir nicht stören, ihr beiden. Fühlt euch wie... Hui, weg ist er. Wie angenehm, wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Jo. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Wer waren die anderen Gefangenen? Das wisst ihr nicht? Das waren Ulfric Sturmmantel und seine höchsten Offiziere. Ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse. Ah, richtig. Ihr wurdet gefangen genommen, als ihr versucht habt, die Grenze nach Himmelsrand zu überqueren, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Ulfric ist der Anführer der Sturmmäntel. Ihr wisst schon, die Verräter, die Himmelsrand aus dem Kaiserreich lösen wollen. Wer sind die Sturmmäntel? Ihr habt noch nicht einmal von dem Bürgerkrieg in Himmelsrand gehört? Ha, nun, unten in Cyrodiil haben die Leute wohl andere Sorgen.
Es ist ganz einfach. Ulfric hat die Sturmmäntel vor Jahren gegründet, als eine Art Privatarmee, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Er hat schon immer das Verbot der Verehrung von Talos genutzt, um die Leute gegen das Kaiserreich aufzuhetzen. Viel Unterstützung hat er dadurch nicht gewinnen können, also hat er vor ein paar Monaten den Großkönig ermordet. Danach war ihm die Aufmerksamkeit des Kaiserreichs gewiss. Ich dachte, die Drachen wären lange Zeit tot oder wären seit langer Zeit tot. Was weiß ich? Das dachte ich auch. Wenn die verdammten Sturmmäntel irgendwie einen gefunden oder aufgeweckt haben, dann wird der Krieg womöglich bald ziemlich hässlich. Schwer an einen Zufall zu glauben, wenn der erste Drache, der sich seit Hunderten von Jahren blicken lässt, ausgerechnet kurz vor Ulfrics Hinrichtung angreift. Ja, dass sowas gibt. Warum ist die Anbetung von Talos verboten? Anderswo im Kaiserreich war das wohl keine große Sache, aber hier hat es für viel Unmut gesorgt. Sohn des Volkes und so. Selbst ich gebe zu, dass das nicht gerade eine Sternstunde des Kaiserreiches war. Aber der Kaiser hatte ja wohl kaum eine Wahl, nicht wahr? Wenn er den Friedensvertrag mit den Talmor nicht unterzeichnet hätte, hätten sie das Kaiserreich zerstört. Und was wäre dann aus Himmelsrand geworden? Das lassen Ulfrics Anhänger immer großzügig unter den Tisch fallen. Wenn das Kaiserreich nicht zusammenhält, werden die Talmor uns alle zerstören. Ja, dann werden wir die Zerstörung zu den Talmor bringen, Menschenskind. Seid vorsichtig auf der Einsamkeit. Die verdammten Sturmmäntel werden überall sein. Na wirklich, das mit denen hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass die überall sind. Gut. Tja. Und es ist nicht mehr mein Darm, der da gerade so gut riecht. So, was haben wir denn da? Warte mal, wo ist denn eigentlich? Ah, warten. Sehr gut. 5 Uhr, wir werden jetzt noch 4 Stunden warten. Es ist 9 Uhr morgens. Ah, es ist jetzt schon ein schönes Spiel, ha? Na gut, wir werden da eine Gukta. Wir werden da mal einen relativ kurzen Gukta machen und dann haben wir... Einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sag doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Oh, ein Kunde. Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, wirklich wahr, Herrst. Und dass immer, wenn Kundschaft kommt, schämen sie sich. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Was geschah? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold. In Form einer Drachenklaue. Gold und ihr mir dafür Belohnung zollt? Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Now, if you're going to get those thieves, you should head to Bleak Falls Barrow, northwest of town. Ist euer Plan, Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen. Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, Ach, bei den Arten. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Na dann gehen Sie mal. Ah, dass sowas gibt. Da ist die Türklinke, aber da druckt sie drauf. Dass sowas gibt. So. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ah ja, das ödgestürzte Diese Diebe Hügelgrab. müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ja, weniger reden, mehr gehen, mein Schatz. Oder so, keine Ahnung, wer du auch immer sein magst. Back, 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 back. Hoppala. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde.
Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lucan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Naja gut, dieses Wort durchtrieben ist sehr doppeldeutig, Madame. Also beweg deinen Bobsch und ab mit dir. Du kundest aber... Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg den nordwestlich gelegenen Berg hinauf führt zum Ödsturs-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Na bitteschön, na dann bewegen Sie salopp formuliert Ihren Bobsch wieder zurück nach Weißlauf. Ah, Flusswald. Jetzt komme ich schon mit den Ausdrücke durcheinander. Ba bam ba bam 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 ba bam 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 ba dam bam bam. Müssen wir da auf? Schaut fast danach aus, gell? Holla die Waldfee. Genau. Aber nur deswegen. Ich hab Marmelade am Auge. Ah, das tut weh. Marmelade am Auge, mir nix taug. Sehr gut. Ja, momentan brauchst du deine Waffe nicht. Es ist ja noch alles relativ friedlich. Müssen wir da weiter? Ah ja, schau. Das ist ja kein Weg, das ist ja eher Trampelpfad. Oh! Warte mal. Wuhu! Schau mal, ob das hier hat. Du. Au! Wo bist du denn, kleines Schweinchen? Ah, da ist er irgendwo. Au! Das war gar nichts. Nicht? Na, warte nur, wenn ich wirklich triff. Hihi! So. Durchsuchen. Brauchen wir alles nicht. Eisenpfeil nehmen wir wieder mit. Die Waffe. Da wir mal weg. Da ist er. Na bitte. In die linke Schulter und direkt in den Unterkiefer. Das sollen wir mal wer nachmachen. Amethyst, Dietrich, Eisenpfeile, 13. Sehr schön. Ich werde mit zusammenreißen, da nicht alles mitnehmen. Okay, da können wir die Perspektive verändern. Auf Q haben wir gesagt, haben wir die Favoriten. So. 36 Gold. Jetzt müssen wir schauen. Ah, rechte Maustaste. Okay. Jetzt hau ich ihm viermal aufs Schild und er schreit Au! 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 Stahlschwert, das Schild können wir mitnehmen. Eisenrüstung. Na, ich verweile lieber in leichter Rüstung.
Das wirkt sich dann auch nicht so auf die Waage aus. Naja. Nicht so, Dirndl. So. Mehlsack. Ja, da. Mehlsack. Cool. So. Auf da. Oh. Herrlich. Oh. 40 der goldenen. Na dann. Hätte ich gesagt, schauen wir, dass wir ins gestürzte Ödgrab kommen. Irgendwie. Hui! Wo ist denn das jetzt gewesen? Da nicht. Das muss dann da hinten am Berg gewesen sein. Ja, ich habe mich schon wieder verlaufen. Oder geht's da hinten weiter? Ah. Ja. Was sehen denn meine entzündeten Augen da? Oder meine entzündete Optik? Mit welcher Motivation? Das haut mich doch fast vom Hocker. Ihr Lebenscoach, wie mir meine Arbeit viel Freude bereitet. So, aus. Kenny, der Blödsinn ist nicht witzig. Hui! Hoppala. Ich habe nämlich knappe 12 Stunden zuvor habe ich nämlich The Long Dark aufgenommen und unser guter Will ist nämlich nicht so einer, der viel aushält. Jetzt musst du halt immer wieder ein bisschen aufpassen, wie du mit ihm gehst. Ah, na komm auf da, Kruzifix. Ich backe dich hoch. Okay, das wird aber ein bisschen, naja. Wir backen uns hoch, sagte er und stürzte ab. So. Wenn ich mich recht entsinne, genau, das gestürzte öde Grab. Ja, dann komm her. Ja, komm her, du Trampel. Da ist der Ochse. Ich hab ja gewusst, dass wir da auf einem Bauernhof sind. Komm her, du Ochs. Hallo? Wo ist er denn? Ah, da. Ah, so ein Hirsch. Das war's? Na, da unten ist noch einer. Schau. Mensch, Junge. Au. Wow. Das ging aber Flottowitsch. Verkauf mal. Weil allzu viel Platz haben wir eh nicht mehr. Nun denn. Der Bleak Falls Tempel. Ist aber eigentlich ein schönes Örtchen. Oh.
So. Was hast du zu bieten? Nix, das habe ich mir eh gedacht. Warte mal. Genau, neue Stufe. Was nehmen wir denn? Hä? Jetzt da. Ausdauer, Gesundheit oder Magiker? Einmal Ausdauer. Wäre einmal eins in die Redekunst. Ich will meinen Anteil an dem Glauben. Seid einfach still und haltet die Augen offen. Die geht sicher nicht drauf, oder? Was war das? Hihi. Ab euch! Ihr wollt zu den Norden gehören? Ja, da war ich schon noch. Au. 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 Volltödel. Jetzt haben wir es ihm wieder gegeben. So. Ja, sicher. Saufen ist, ja. Saufen ist selbst in Skyrim an der Tagesordnung. Na gut. Ja, okay. Der schaut auch sehr demotiviert aus. Stahlstreitkolben. Nö. Oh, Madame. Aber warte mal. Einen Zorn werden wir uns mitnehmen. Den werden wir irgendwann einmal so herrichten, dass wir ein Silberding vom Silberring. Doch nicht so, Mädel. Jetzt drehen wir die einmal weg. So. Ach, schade. So. Au. Was haben wir denn da herin? Die Granatsteine, die können wir aber geil verkaufen, ha? Was hältst du davon? Granatapfel wären mir lieber. Her damit. Aber die ist leer. Ne, man kann schauen, vielleicht ist ja doch was drin. Leinentuch, Leinentuch. Bam, bam, bam. Wow, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, das war schauspielerische Kunst auf höchstem
Burgtheaterniveau. Gut, für heute werden wir es da belassen. Weil die Episode muss heute noch hochgeladen werden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder im gestürzten öden Grab und werden dieses weiter erkunden. Also dann, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, du kommst wieder zurück zu mir. Baba.